Ich werde im Folgenden nur auf einige in und über die Medien diskutierten Aussagen eingehen und mich dabei auf die Abhängigkeitsform der illegalen Drogen beschränken. Erstens, das Suchthilfesystem hat eine Suchtwirkung auf auswärtige Drogenkonsumenten. Nein, denn das hatte zur Folge, dass der Anteil von Nichtleipzigern in unserem Hilfesystem zunehmen würde. Diese liegt aber nach wie vor bei ungefähr 5%, und es sind nahezu ausschließlich Menschen, die in den angrenzenden Landkreisen leben und die ja häufig bei Leipziger Ärzten substituiert werden. In den Landkreisen gibt es keine Ärzte, die Substitution anbieten und dann natürlich sinnvollerweise auch in unseren Suchtberatungs- und Behandlungsstellen psychosozial begleitet werden. Zweitens, aus der in etwa gleichbleibenden Zahl der Suchtarten in den Beratungsstellen wird geschlussfolgert, dass es keine Behandlungserfolge gibt. Die Vermittlungs- und Motivationsarbeit in unseren Beratungsstellen erfolgt auf einem sehr hohen Niveau. Wir hatten im Jahr 2010 861 Zugänge, nur bei illegalen Drogen. Es wurden 266 Vermittlungen in Entgiftung dokumentiert und 168 Klientinnen wurden in Drogenentwöhnungsbehandlung vermittelt, und das entspricht einer Steigerung von 30% zum Vorjahr. Darüber hinaus sind 600 drogenabhängige Menschen, die bei Leipziger Ärzten in Substitutionsbehandlung sind, bei uns in psychosozialer Begleitung. Und drittens wurden Zweifel an der Berechtigung niederschwelliger Angebote geäußert. In den 90er Jahren haben viele europäische Städte eine drogenpolitische Wende eingeleitet, weil von offenen Drogenszenen und von der Zunahme der HIV-Infizierten eine Gefahr und ein Druck ausging. Entsprechend gewannen neben den Säulen Repression, Behandlung und Prävention die schadensminimierenden Angebote eine wachsende Rolle. Und das Ziel dieser Angebote ist es immer, Menschen in Hilfe zu bringen und eine Verhaltensveränderung herbeizuführen und weiterführende Angebote in Anspruch zu nehmen. Und ich muss auch unterstreichen, dass neben den gesundheitlichen Zielen da auch ein durchaus ordnungspolitischer Ansatz gegeben ist, weil durch niederschwellige Angebote auch Belastung für den öffentlichen Raum minimiert werden können. Die Notwendigkeit solcher Angebote wurde erst unlängst von der Bundesdrogenbeauftragten unterstrichen. Die Entwicklung in den letzten Jahren in Deutschland zeigt, dass immer weniger Menschen infolge ihres Drogenkonsums versterben. Das heißt, dass die Angebote zur Überlebenshilfe gelungen sind und mehr Drogenabhängige stabilisiert werden konnten und ihnen auch ein Ausstieg aus der Sucht ermöglicht werden.